Frau mit 5 Kindern daheim. Der Dan in Neuseeland steht heute Morgen da und hat heute Morgen ein Wort. Ich glaube, es wird wirklich inspirierend für uns. Nehmt doch euer Phone, euer Notizbuch führen. Und wenn Oana preacht, da ist immer viel Kraft dabei. Von dem her sind wir doch parat und gespannt. I'm excited to feel there is a real sense of expectation in the room. Ich bin sehr aufgeregt, denn ich spüre, da ist eine große Erwartung im Raum. And we sang the song that Jesus is coming through. Und wir haben dieses Lied gesungen, Jesus kommt durch. Perhaps you've been waiting for a long time for him to come through for you. Vielleicht hast du schon lange darauf gewartet, dass er in deinem Leben Perhaps you durchbricht. think he is late. Vielleicht denkst du auch, er ist ein bisschen spät dran. But God is never late, he's just on time. Aber Gott ist nie zu spät, er ist immer genau auf die Zeit. And I believe that today is a day where you will realize that he is coming. Aber ich glaube, heute ist einfach ein Tag, an dem du realisieren kannst, dass er am Kommen ist. We continue the series of Philippians. Wir gehen weiter in dieser Philipper-Serie. And we read Philippians 1:20-26. Wir lesen in Philipper 1, 20 bis 26. For I fully expect and hope that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ as I have been in the past. And I trust that my life will bring honor to Christ whether I live or die. For to me living means living for Christ, and dying is even better. But if I live, I can do more fruitful work for Christ. So I really don't know which is better. I'm torn between the two desires. I long to go and be with Christ, which would be by far better for me. But for your sake, it is better that I continue to live. Knowing this, I am convinced that I will remain alive so I can continue to help all of you grow and experience the joy of your faith. And when I come to you again, you will have even more reason to take pride in Christ Jesus because of what he is doing through me. Do we need to read it in German? No. Have you ever felt in between? Hast du dich auch jemals zwischendrin gefühlt? Have you ever felt torn between two realities? Hast du dich mal hin und her gerissen gefühlt zwischen zwei Realitäten? Paul longs to be with Jesus. He longs to be united with Christ. Paulus sehnt sich danach, mit Jesus vereint zu sein, bei ihm zu sein. But there is a sense of duty that he has to serve the people down here. Aber da ist auch ein Service und ein Dienstverständnis von ihm, dass er hier bei den Leuten bleiben soll und ihnen helfen soll. There is a desire in him to arrive, to get the prize. Da ist ein Verlangen in ihm, dass er diesen Preis, diese Auszeichnung in Empfang nehmen kann. But also he's passionate about serving Christ. Aber er hat auch eine Leidenschaft, Jesus zu dienen. And Jesus himself make himself a servant. Und Jesus selbst hat sich zu einem Diener gemacht. He was the Son of God, but because God so loved the world, er selbst war der Sohn Gottes, aber weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, because he so loved the world, he gave his only begotten Son. Deswegen hat er seinen eigenen eingeborenen Sohn hingegeben. And because God loved us, Jesus chose to love us. He loved us as well. Und weil er das so bestimmt hat, hat Jesus uns ebenso geliebt. He came down into our world. Er ist in unsere Welt heruntergekommen. He got down, he got under. Er ist heruntergekommen, er ist unter etwas gekommen. He got under us to sustain us. Er ist unter uns gekommen, um uns zu unterstützen. And from being God's son, und von Gottes Sohn zu sein, he became the Son of Man. Wurde er der Menschensohn. Last Sunday, Dan spoke about sustained through prayer. Dan hat letzten Sonntag gepredigt darüber, im Gebet zu unterstützen, zu tragen. He came here to sustain us. Er kam, um uns zu unterstützen. Moms are there made to sustain. Moms. Mütter sind geschaffen worden, um zu unterstützen. Parallel to that, I received from Pastor Francesco Basile from Rome a prophetic word in autumn. Im Herbst habe ich von Francesco Basile von Rom auch eine Prophezeiung bekommen, dass ich dazu berufen bin. He came and said, Oana, you are not just the mother to your children. Er hat gesagt, Oana, du bist nicht nur die Mutter für deine Kinder. You are a mother for Israel. Du bist eine Mutter für Israel. So I didn't know what that word meant really.
Ich wusste nicht wirklich, was das heißt. But as I continue my walk with Jesus, I get to know it better. Aber so, wenn ich jetzt meinen Weg mit Jesus weitergehe, werde ich auch mehr und mehr erfahren, was das bedeutet. So I believe that Jesus did not die while he was beaten by the Romans. Ich glaube, dass Jesus nicht starb, während er von den Römern geschlagen He wurde. did not die while carrying his cross. Er ist nicht gestorben, während er sein Kreuz trug. But he died because he felt the emotional pain of those who were rejecting him. Aber er ist gestorben, als er die emotionalen Qualen derjenigen gespürt hat, für die er gestorben ist. Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, because you don't understand God's expression of love to you. How often have I longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Jerusalem, Jerusalem, du, die Propheten umbringt und die steinigt, die zu dir gesendet sind, weil du immer noch nicht verstanden hast, was Gottes Ausdruck von Liebe zu dir ist. Wie oft habe ich mich danach gesehnt, dich zu versammeln, deine Kinder zusammenzubringen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln sammelt und für sie vorhanden ist. So God's attention is over us as a church. Gottes Aufmerksamkeit ist auf uns als Kirche. He has put his spirit over us. Er hat seinen Geist über uns ausgegossen. He has blessed us. Er hat uns gesegnet. He has favored us. Er hat uns Gunst entgegengebracht. But you know what? Aber weißt du was? God is looking over his shoulders Gott schaut über seine Schulter to Israel. auf Israel. And he says, Und er sagt, do you see what you could have gotten? siehst du, was du hättest bekommen können? For I now understand Denn jetzt verstehe ich, that I am a mom ich bin eine Mutter, that reaches out die sich ausstreckt, to those who have a need, denen gegenüber, die eine Not haben who probably feel rejected, und die sich möglicherweise abgelehnt or there fühlen. is an emptiness that I can feel. Oder dass da eine Leere ist, die ich füllen kann. Please hold my mic. But I also have another arm who is stretched out there. Aber ich habe noch einen Arm, der ist ausgestreckt. And it's stretched out there to those not to those who are rejected, Aber der ist nicht ausgestreckt zu denen, die abgelehnt sind, but to those who do reject. aber zu denen, die selbst ablehnen. We look at Jesus on the cross, Wir schauen Jesus am Kreuz an. and his arms are both wide open. Seine beiden Arme sind weit ausgestreckt. His right hand towards the thief who was on the right, Seine rechte Hand gegen den Dieb auf seiner rechten Seite and his left hand goes to the one on the left. und seine linke Hand zu dem, der auf der linken Seite gekreuzigt ist. Because of one's repetitive answer, he promises salvation. Und wegen der Buße, die der eine getan hat, hat er auch Heil verkündigt. Truly I say to you, today you shall be with me in paradise. Wahrlich, ich sage dir, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. And though the other one rejected him, Und obwohl der andere ihn zurückgewiesen hat, his arms still stay stretched. seine Arme sind immer noch ausgestreckt. So we know he died and his promises are yes and amen. Seine Arme sind immer noch ausgestreckt und seine Verheißungen der Männer gegenüber. But what we don't know is we don't know what happened with the thief on the left side. Aber wir wissen nicht, was passiert ist mit dem Dieb auf der linken Seite. You know, there are some empty spaces in the Bible. Da sind ein paar Lücken in der Bibel. And I believe that God can fill those empty spaces. Und ich glaube, dass Gott diese leeren Stellen füllen kann. We don't know that this thief who was not repenting yet, Wir wissen nichts über diesen Dieb, der noch nicht Buße getan hat. by seeing Jesus die and the other, by seeing Jesus die Indem wir es gesehen haben, dass Jesus gestorben ist and the other thief dying, und der andere Dieb ist auch gestorben. perhaps he consider it. Vielleicht hat er es ja überdacht. Please, Jesus, give me another chance. Jesus, bitte gib mir eine neue Chance. And I want to talk about that God that gives a second chance. Und ich möchte über diesen Gott predigen, der eine zweite Chance gibt. You know, when you repent, you come into the light. Wenn du Buße tust, dann kommst du ins Licht. And God's hand can reach you. Und Gottes Hand kann dich He erreichen. can get under you. Sie kann unter dich He can kommen. sustain Er you. kann dich unterstützen. But when you choose to be in the dark, Aber wenn du dich dazu entschließt, in der God Dunkelheit zu who bleiben, is not darkness, Gott ist keine Dunkelheit. He's separated by law from darkness. Er hat
durch das Gesetz diese Grenze zur Dunkelheit geschaffen. So though he reaches to you and his arm are stretched towards you, Und obwohl er sich nach dir ausstreckt, sein Arm ist gegen dich ausgestreckt. there is darkness that stops him and stops you from feeling his embrace. Da ist die Dunkelheit, die Finsternis, die dich daran hindert, seine Umarmung zu spüren. Are we willing to let go of us being, full of power and misusing our power? Sind wir dazu bereit, unsere Macht, die wir missbrauchen, gehen zu lassen? Sometimes we are not careful enough, and even as believers, we have been given power. Manchmal sind wir nicht vorsichtig genug und auch als Gläubige ist es uns nicht immer bewusst, was für eine Macht wir haben. Sometimes we have issues in our lives that we cover with things. Manchmal haben wir Angelegenheiten in unserem Leben, die wir versuchen zu bedecken. But we know a woman in the Bible, Wir kennen da eine Frau in der Bibel, and she had some issues, sie hatte gewisse Angelegenheiten, but she chose to drop them. aber sie hat sich dazu entschlossen, sie einfach sein zu lassen. Perhaps it's time for you to drop those issues. Vielleicht ist es für dich die Gelegenheit, jetzt deine Angelegenheiten fallen zu So we lassen. take the subject of being sustained through prayer, Wir haben dieses Thema im Gebet zu unterstützen. that Dan preached on last Sunday, Am letzten Sonntag hat Dan darüber gepredigt. and we take it to being sustained through worship. Und wir nehmen es an, um in der Anbetung Unterstützung zu haben. And worship is important to God. Anbetung ist wichtig für Gott. If you love God, then what God loves will become important to you. Wenn du Gott liebst, dann wird das, was Gott liebt, für dich wichtig werden. Two partners cannot have a relationship that goes well Zwei Partner können keine wohllaufende Partnerschaft haben, if one thinks this is important and the other thinks that is important. wenn der eine denkt, das ist wichtig und der andere denkt, dieses ist wichtig. In order to have a similar experience, we need to have similar values. Um eine ähnliche Erfahrung machen zu können, müssen wir auch ähnliche Werte miteinander haben. And when we value the same things, we can have the same experience, Wenn wir die gleichen Dinge wertschätzen, dann können wir auch die gleichen Erfahrungen machen. not just because we like each other, Nicht nur, weil wir einander mögen, not just because we love each other, nicht nur, weil wir einander lieben, but because we have those similar values. aber weil wir diese ähnlichen Werte haben. There goes a conversation between the Jewish preacher, Da ist eine Konversation am Gehen zwischen dem jüdischen Prediger. I'm talking about the woman in John chapter 4, Ich rede da über diese Frau in Johannes 4. and she's a Samaritan woman. Das ist eine samaritische Frau. And they start this discussion, Und sie haben da diese Diskussion. and she's just covering it up. Und ihr wisst ja, sie versucht da etwas zu decken. Many times we cover our own dysfunction Manchmal versuchen wir, unsere eigenen Maybe. Fehlfunktionen zuzudecken. through intellectualism, Vielleicht durch Intellektualismus, maybe through masculinity, vielleicht durch Männlichkeit, maybe through arrogance. vielleicht durch Arroganz. We as people use all type of excuses. Wir versuchen alle verschiedenen Sachen als Entschuldigung vorzubringen. But in order for us to have a real encounter with God, Aber damit wir eine wirkliche Begegnung mit Gott haben, we have to let go of those excuses. müssen wir diese Entschuldigung fahren lassen. So many times we could also use what we know about God, what about church, by the Bible. We use doctrine. Oftmals versuchen wir das, was wir als Doktrin, als Lehre aus der Bibel haben, zu nehmen. And she starts all this conversation about doctrine. Und sie fängt da an, über die Doktrin zu reden. And doctrine is important because it adds methodology to the ministry. Doktrin ist wichtig, weil sie Methodologie zum Dienst hinzufügt. We need to know what is our method, what do we believe, what do we stand for, what identifies us. Wir müssen wissen, was unsere Methode ist, was glauben wir eigentlich, was ist unsere Angelegenheit, wie wir der Sache uns nähern. If we would have no doctrine, that would not, makes us be so specific. We would not have specifics. Wenn wir keine solchen spezifischen Sachen hätten als Doktrin, dann wären wir nicht gut. That gives us distinction to what we believe. Das gibt uns eine Unterscheidung in dem, was wir glauben. And any doctrine that compromises for the sake of inclusion
Und jede Doktrin, die Kompromisse eingeht, nur um eingeschlossen zu sein, when we all become one, wenn wir eins werden, then it neutralizes everything, dann neutralisiert das and alles, then everything is right, dann ist alles recht, nothing is wrong, nichts mehr ist falsch. and we know that the reality of life is not that. Und wir wissen, dass das nicht der Realität des Lebens entspricht. The real ministry of worship stands apart from methods. Der wahre Dienst in der Anbetung hat nichts mit Methode zu tun. You cannot take doctrine and worship and put them in the same bag. Du kannst nicht Anbetung und Doktrin in den gleichen Sack stecken. You can't fuse methodology and worship. Du kannst Methodologie und Anbetung nicht miteinander verschmelzen. Because methodology has to do with how we do things, Denn Methodologie hat damit zu tun, wie wir Sachen tun, what we do, who we are, what we believe. was wir tun, wer wir sind, was wir glauben. But worship has to do with whom do we serve. Aber die Anbetung hat damit zu tun, wem wir dienen. And sometimes we can fall in love with our methods Und manchmal verlieben wir uns in unsere Methoden. over the ministry. Und das wird wichtiger als unser And Dienst. we need to be careful because that could sabotage our worship. Und wir müssen vorsichtig sein, denn das könnte unsere Anbetung You know, we untergraben. need worship because we are also in a spiritual fight. Wir brauchen Anbetung, denn wir sind auch in einem geistlichen Kampf. If you knew who I was, you would be asking me for water. I could quench your thirst and you would never thirst again. Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten um lebendiges Wasser und ich würde dir das geben und du hättest nie mehr Durst. How many of you want to drink from this water, which is worship? Wie viele von euch möchten von diesem Wasser trinken, das eigentlich Anbetung ist? Never be depressed. Nie mehr deprimiert zu Never sein. be anxious. Nie mehr in Angst zu sein. Never be empty. Nie leer zu sein. Never feel forsaken. Nie verlassen zu fühlen. Never feel abandoned. Nie allein zu sein. We read Isaiah 12, chapter 2 and 3. Wir lesen Jesaja 12, 2 und 3. Behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid, for the Lord God is my strength and my song. And he has become my salvation. With joy you will draw water from the wells of salvation. Okay. Amen. God is my salvation. Gott ist meine Rettung. You know, church won't work if you don't know that. Wenn du das nicht weißt, funktioniert die Kirche nicht. Me preaching won't work if you don't know God is your salvation. Mein Predigen würde nicht funktionieren, wenn ihr nicht wüsstet, dass Gott eure Rettung ist. Worship won't function if you don't know He is your salvation. Anbetung würde nicht funktionieren für euch, wenn ihr nicht wüsstet, dass er eure Rettung ist. And God is also my strength. Und Gott ist auch meine Stärke. He's my strength when I am weak. Er ist meine Stärke, He's wenn ich my schwach bin. strength when I get tired. Er ist meine Stärke, wenn He's ich my müde bin. strength when I am under pressure. Er ist meine Stärke, wenn ich unter Druck bin. He's my strength when I'm stressed. Er ist meine Stärke, wenn ich gestresst bin. And He's not just my strength, but He's my song. Er ist nicht nur meine Stärke, er ist auch mein Lied. Have you ever been that happy that you made up your own song? Warst du schon einmal so glücklich, dass du dir ein eigenes Lied gemacht hast? Have you been under shower just singing a silly song? Warst du schon mal unter der Dusche und hast ein komisches Lied gesungen? One of those you would never want to hear on the radio. Eines, das du nie am Radio How hören many of you möchtest. have been composing that type of song? Wie viele von euch haben schon einmal ein solches Lied You know, komponiert? God wants to be your song. Gott möchte dein Lied sein. Are you willing to make a commitment today that He's going to become your song again? Möchtest du dich in das hineingeben, dass er wieder dein Lied wird? Come on, we are in the business of singing. Wir sind im Geschäft vom I have Singen. cried enough. Ich habe genug geweint. I have carried it enough. Ich habe es genug mit I've been rumgeschleppt. bent enough by it, bent over by it. Ich wurde mehr als genug gebeugt davon. I've been sad enough. Ich war mehr als genug traurig. I want to get my song back. Ich möchte mein Lied zurück. I want to get my zeal back for life. Ich möchte meinen Eifer zurückhaben fürs Leben. I want to get my fight back. Ich möchte meinen Kampf zurückhaben. The woman's natural need can be only encountered by a spiritual encounter.
Die natürlichen Bedürfnisse der Frau können nur begegnet werden mit einer geistlichen Begegnung. We read that if you draw out of this water, there will be living waters flowing out of your belly. Wir lesen dass wenn wir von diesem Wasser schöpfen, dass dann lebendiges Wasser von unserem Leib fließt. When I was little, my grandma used to go to a fountain? No. How is it called? A well to draw water. Als ich klein war, ging meine Großmutter jeweils zum Brunnen, um dort Wasser zu holen. But as they were trying to modernize in the village, Sie haben versucht, das Dorf zu erneuern. they were building pipes to go through the ground. Sie haben dort Wasserleitungen gelegt And they got every house to have water. und jedes Haus wurde an die Wasserversorgung angeschlossen. And in order for the water to flow through, Und damit das Wasser dort durchfließen they kann, used the pump. haben sie eine Pumpe angewendet. And you know, when you first start pumping, Und du weißt, wenn du anfängst zu pumpen, there's nothing coming through. dann kommt gar nichts durch. But if you keep on pumping, Aber wenn du dran bleibst mit Pumpen, then dann the water will come. kommt das Wasser. And it will fill your life. Und es wird dein Leben füllen. So is with worship. So ist es auch mit der Anbetung. You know, as you choose to do something a bit more radical than before, Wenn du dich dazu entschließt, etwas mehr radikal zu machen als vorher, then at first it will seem silly. dann erscheint es vielleicht am Anfang etwas komisch. Perhaps you will feel nothing is happening. Vielleicht hast du das Gefühl, nichts passiert. But if you keep on pumping, Aber wenn du dran bleibst mit Pumpen, come on, God is good. Give him a dann clap. ist Gott gut. Ihr kennt das. The reason why this woman couldn't get it Der Grund, warum diese Frau es nicht bekommen konnte, is because we have to have something to draw water. es ist, wir brauchen etwas, mit dem wir Wasser schöpfen können. To be able to step into worship, you have to have your joy on. Wenn du in die Anbetung eintreten willst, musst du deine Freude dabei haben. You know, true worshipers don't wait for the worship program to start. Ihr wisst, die wahrhaftigen Anbeter, die warten nicht, bis das Anbetungsprogramm startet. True worshipers starts at home. Die rechten Anbeter, die fangen schon zu Hause an. I feel so privileged and honored because last Sunday Ich bin so privilegiert, denn am letzten Sonntag I got a prophetic word from Vanya's sister, habe ich ein prophetisches Wort von Vanyas Schwester and Stefania bekommen. told me, Und sie hat mir gesagt, hey Oana, I have to tell you this. hey Oana, ich muss dir Folgendes sagen. While you were worshiping, Während du angebetet when hast, you were worshiping, even in tongues, auch wenn du in Zungen anbetest, I got all goosebumps over me. habe ich Gänsehaut bekommen, überall. There is something that you carry. There is a strength in there. Da ist etwas, das du mit dir trägst, da ist deine Kraft But vorhanden. you know, my worship doesn't start here up the front. Aber wisst ihr, meine Anbetung fängt nicht hier You vorne know, I an. carry worship from home. Ich habe die Anbetung von You know, zu I Hause schon worship mitgebracht. God while I prepare the dinner. Ich bete Gott an, wenn ich das Essen bereit mache. I worship God when I dress my children. Ich bete Gott an, wenn ich meine Kinder I anziehe. worship God when I straighten up my hair. Ich bete Gott an, wenn ich meine Haare zurecht Come on, mache. Psalm 100 verse 4 says, Im Psalm 100, Vers 4 heißt es, enter into his gates with thanksgiving komm in seine Tore mit and Dankbarkeit into his courts with praise. und in seine Höfe mit Be Lobpreis. thankful unto him Sei ihm dankbar and bless his name. und segne seinen Come Namen. on, start early. Be high when you get here. Fangt früh an, seid schon voll drin, wenn ihr hier seid. Amen. I'm going to go into giving you 5 tools about how to have a deeper experience with God. Ich möchte euch 5 Werkzeuge geben, mit denen ihr tiefer in Gott Are we gehen good könnt. time-wise? Sind wir gut in Who der wants to Zeit? hear it? Wer möchte es noch hören? True worship begins with truth. Die wahre Anbetung fängt mit Wahrheit an. You know, we were talking about the 2 thieves who were crucified at the same time with Jesus. Wir haben über diese beiden Diebe gesprochen, die zusammen mit Jesus gekreuzigt wurden. You know, it doesn't take for you to be right to be accepted. Es ist nicht nötig, dass du Recht hast, um akzeptiert zu werden. It doesn't take for you to do rightful things in order for you to come in worship. Es braucht nicht gerechte Taten, damit du in die Anbetung kommen But it kannst. will take for you to be truthful to who you are. Aber du musst dir selbst gegenüber wahr sein. It will take you to take all these defensive systems that we create around us to come into a real closeness to God. Diese Abwehrhaltungen, die wir manchmal aufbauen, die muss man ablegen, um in die wahre Anbetung hineinkommen You zu können. just need to bring yourself with the true self.
Du musst dich einfach selbst in der Wahrheit bringen. You need to bring yourself and say, I'm desperate for you, God. Und du musst dich in eine Haltung bringen, ja Gott, ich bin ganz, Desperate. ja, ich bin verzweifelt nach dir. I do crazy things. Ich mache verrückte Sachen. I need to become a better wife. Ich muss eine bessere Frau werden. But I'm saying the truth. Aber ich sage die Wahrheit. I bring myself as I am. Ich bringe mich selbst, wie I ich bin. bring my crazy self. Ich bringe auch meine verrückten I Seiten. bring my silly self. Ich bringe meine komischen I Seiten. bring my moody self to Ich you. bringe meine emotionalen Seiten. It's not the best gift I can give, but it's my only gift that I have. Es ist nicht die beste Gabe, die ich bringen kann, aber es ist die einzige Gabe, die ich And habe. that's all that God wants from you and Und I. das ist alles, was Gott von dir und von mir erwartet. You know, Jesus spent all this time with the woman at the well. Wir sehen, Jesus verbringt all diese Zeit mit der Frau am Brunnen. He asked, how many husbands have you had? Ja, er fragt sie, wie viele Männer hast du And gehabt? she's trying to cover it up. Und sie versucht das irgendwie zu verstecken. But he does know the truth. Aber er kennt die Wahrheit. And when the woman decides to accept the reality of who she is, Und als die Frau dann akzeptierte die Wahrheit über sich selbst, only then she gets the revelation of who Jesus was. dann bekommt sie auch die Offenbarung über Jesus. You know, we don't even trust each other with the truth. Wir vertrauen die Wahrheit nicht einmal einander an. Sometimes I ask myself, do I trust myself with my own truth? Manchmal frage ich mich sogar selbst, vertraue ich mir selbst mit meiner Wahrheit? But worship begins there, where I am truthful to myself. Aber die wahre Anbetung fängt dort an, wo ich mir gegenüber selbst And wahr you bin. know, we only get well, we only get healed when we start saying the truth about ourselves. Und seht ihr, wir werden nur wirklich heil, wenn wir auch uns gegenüber in der Wahrheit sind. The second point is that worship appraises the value of God in my life. Der zweite Punkt ist, dass wir Gottes Wert für unser Leben einzuschätzen If versuchen. you take a house and you try to appraise it, Wenn du ein Haus hast und das muss geschätzt werden, you know, the value in money of that house is not given by what the house is made of, der Wert des Hauses bestimmt sich nicht durch das Material, aus dem es gebaut but ist, it is really appraised by how much someone is able or is wanting to sacrifice for. aber der Wert wird dadurch bestimmt, wie viel jemand bereit ist, dafür auch hinzugeben. And true worship appraises God, the value of God in my life. Und die Anbetung, die taxiert den wahren Wert Gottes in meinem Leben. How much is God worth into my life? Wie viel ist Gott wert in meinem Leben? Sometimes I wake up in the morning and I'm stressed. Manchmal wache ich am Morgen auf und ich bin gestresst. I have to focus on so many things. Ich muss mich auf so viele Sachen konzentrieren. But because I value God, Aber weil ich Gott I wertschätze, make an intentional decision. I'm going to praise God. dann mache ich eine bewusste Entscheidung, ich möchte Gott preisen. How much is God to us? Wie viel ist Gott für uns? Or have we got to think that we are successful because of our own efforts? Oder denken wir vielleicht, wir sind erfolgreich wegen unseren eigenen Anstrengungen? Maybe sometimes we have troubles to worship because we have not appraised Him well enough. Manchmal haben wir Mühe in der Anbetung, weil wir ihn nicht richtig eingeschätzt haben. The arcade meaning of the word worship, Das, colonnade, die, the arcade, what goes over, die überspannende Meinung vom Wort Anbetung is honor given to someone in recognition of their merit. ist die Ehre zu geben, jemandem zu geben in Anerkennung von ihrem Verdienst. It's worthship. Das ist Wertgebung. We can't, just regulate God and give him the value he has just by us going to church, thinking that will bring honor to him. Wir können Gott nicht wirklich ehren, wir können ihm nicht den Wert anerkennen, indem wir einfach so in die Versammlung kommen. Sometimes we women ask men, I would ask Dan, so do you love me? Manchmal fragen wir Frauen ja unsere Männer, ich frage Dan jeweils, And liebst du mich? I know the answer that Und is ich, very common. kenne die Antwort, sie ist Sometimes men gewöhnlich. say, I bought you a house, didn't I? Und manchmal ist die Antwort, ja, ich habe dir ein Haus gekauft. And Oder? Dan would say, you have all my money. Und Dan würde vielleicht sagen, ja, du hast mein ganzes Geld. So I guess what he is trying to say, Und ich denke, ich rate mal, was er eigentlich sagen will. when I met you,
als ich dich antraf, I made an appraisal. habe ich eine Einschätzung gemacht. I calculated the things I like about you. Ich habe mir zurechtgelegt, was mag ich an dir. I also calculated what I didn't like very much about Und you. ich habe auch zusammengerechnet, was ich alles nicht mag And an I dir. still made the choice to pay for it. Und ich habe die Entscheidung getroffen, für das zu I bezahlen. am willing to sacrifice for what I don't like so I can get what I so like. Ich habe mich dazu entschlossen, für das in Kauf zu nehmen, was ich nicht mag, um das zu bekommen, was And ich mag. while I was repeating the text this morning, Und als ich diesen Text noch einmal durchging heute Morgen, I felt like there was a desire in my heart to just arrive, to just be complete, to just be with Christ as well. und da habe ich gemerkt, dass da ein Verlangen ist, um vollständig, um komplett zu werden in Jesus. And you know what God said to me? Und weißt du, was Gott mir gesagt hat? Oana, I'm gonna get you there, Oana, ich werde dich dorthin bringen and I'm gonna pay for it. und ich werde auch dafür bezahlen. You know, we cannot get there without the help of Jesus. Weißt du, du kannst nicht dorthin gelangen ohne die Hilfe von Jesus. And even though we have a lot of lacks, Und obwohl wir viele Mängel haben, though we are trying, there is still some empty spaces that He has to cover. obwohl wir uns auch wirklich bemühen, da gibt es immer noch leere Plätze, die nur er füllen kann. So good for me to know that I have a Savior who is willing to pay for me. Da ist so gut, dass ich weiß, dass da ein Retter ist, der auch willig ist, für mich zu bezahlen. I have a Savior who is able to fill those empty spaces, Da ist ein Retter, der bereit ist, diese leeren Orte für mich zu to füllen. pay even for what is not likable about me. Sogar für das zu bezahlen, was nicht liebenswert ist an mir. Number 3, through worship is man reaching up to God because He reached down to us. Und Nummer 3 ist, die Anbetung ist, dass der Mensch sich ausstreckt zu Gott, weil er sich nach uns gebeugt hat. I stretch my arms wide to you, Lord God. Ich strecke meine Arme weit aus zu dir, mein Herr. You have done a great job stretching down to me. Du hast eine großartige Tat vollbracht, indem du dich nach mir hinuntergebeugt Now hast. I'm going to step out of my comfort zone and I'm going to stretch everything I am back to you. Jetzt gehe ich aus meiner Komfortzone heraus und strecke mich mit allem nach dir aus. You know, when Jacob was putting his head on the stone, Als sich Jakob auf dem Stein ausgeruht hat, there's a vision of a ladder coming down, descending from heaven. da hat er diese Vision von der Himmelsleiter, wo die Engel darauf heruntergestiegen sind. And there were angels who were ascending Und da waren auch Engel, die hinaufstiegen and also angels who were und descending. Engel, die herunterstiegen. And that is to say, Und das sagt, God needs your answer. God needs your step. God needs your stretching Gott braucht deine Antwort, Gott braucht deine Reaktion, dein Ausstrecken, to have the experience of worship. um die um diese Erfahrung zu machen in der So Anbetung. first the ladder was descending. Zuerst kam die Leiter herunter. God bridges the gap between divinity and humanity. Gott überbrückt diese Lücke zwischen Göttlichkeit und But it's up to Menschlichkeit. you to send your angels because firstly the angels were ascending. Aber es ist deine Aufgabe, die Engel hinaufzuschicken, denn zuerst sind die Engel aufgestiegen, So God can send the angels back descending. so dass Gott die Engel zurück hinunter schicken kann. Come on, maybe today you can do something out of the ordinary in the worship song we will have later on. Vielleicht kannst du heute etwas Außergewöhnliches machen im Anbetungslied, das wir am Schluss noch haben Maybe werden. today you heard for the first time that you need to make a first step towards God for Him to come and interfere and intervene into your life. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal gehört, dass du einen ersten Schritt auf Gott zumachen musst, dass er kommen kann und in deinem Leben einen Unterschied macht. True worship is dimensional. Die wahre Anbetung hat Dimensionen. There are different levels in life, in everything, to Das sind everything. verschiedene Level im Leben, in verschiedenen Sachen. There are levels to love. Das sind verschiedene Levels in der Liebe. There is level in school, Da gibt es verschiedene Levels in der Schule, levels in education. in der Erziehung. And when you are up into a fight, Und wenn du in einem Kampf drin bist, the Apostle Paul says,
Da sagt der Apostel Paulus, I pray in my understanding, ich bete in meinem Verstand, but I also pray in my prayer language, in tongues, I believe. aber ich bete auch in Zungen, in fremden Sprachen. Because no matter how much we would pray in our understanding, Egal wie sehr wir beten in unserem Verstand, when we are under attack, wenn wir unter einer Attacke sind, our mind could not be functioning that well. dann könnte unser Verstand vielleicht auch nicht so richtig So I funktionieren. don't trust my own understanding about things in prayer, Also ich vertraue nicht so sehr meinem eigenen Verstand im not Gebet, only my understanding, nicht nur meinem but I eigenen give it Verstand, up to God. sondern ich überlasse das Gott And I step into another dimension und ich gehe in eine andere Dimension where my hinein, spirit prays. wo mein Geist betet. And Jesus says that the Holy Spirit testifies about him, about Jesus, about himself. Und Jesus sagt, der Heilige Geist gibt Zeugnis über Jesus. He cannot talk about himself, but he sees what's going on in heaven and he can pour that into your spirit. Er kann nicht über sich selbst Zeugnis geben, aber er weiß, was er im Himmel gesehen hat und gibt das als Zeugnis So auf I get Erde that weiter. when the Holy Spirit tells me, when the Holy Spirit tells me, you are healed, Oana, Und wenn der Heilige Geist mir sagt, Oana, du bist geheilt, he's not just trying to encourage me, dann versucht er mich nicht nur zu ermutigen, but he is bringing information from heaven. aber dann bringt er Informationen And aus how dem good Himmel. is that we can Und wie gut ist access das? through praying in tongues and worshiping in tongues and using our tongue language. Und indem wir unsere Gebetssprache, die fremden Sprachen verwenden in unserem Leben, können wir solche Sachen angehen. And we arrive at my last point, which is number 5. Und ich True worship komme zum letzten Punkt, Nummer 5. talks about who he is, not just what he's done. Die wahre Anbetung redet darüber, wer er ist und nicht nur einfach, was er getan hat. You know, we are tempted to think that praise song is an upbeat song and worship songs are the slow songs. Wir sind dazu geneigt zu sagen, die Lobpreislieder sind die schnellen Lieder und die Anbetungslieder sind die langsamen Lieder. But the praise song is a song that talks about what God did. Aber ein Lobpreislied ist einfach ein Lied, das darüber erzählt, was Gott getan hat. It talks about his wonderful things he's done. Es preist die wunderbaren Taten, die Gott getan hat. The Bible says that let everything that has breath praise ye the Lord. In der Bibel lesen wir, alles was Atem hat, soll Gott preisen. So there is no restriction to praise. Da ist keine Einschränkung für Lobpreis. Everything that has breath. Alles was Atem hat. It can be drunk breath. Es kann betrunkener Atem It sein. can be high breath. Es kann hoher Atem All sein. type of breath can praise the Lord. There is no restriction to that. Jede Art von Atem kann Gott lobpreisen. Da gibt es keine You know, every Einschränkung. one of us can see the wonderful things of God. Jeder von uns kann die wunderbaren Taten And Gottes we erkennen. praise him for that. Und wir preisen ihn dafür. But when it comes to worship, Aber wenn es dann um Anbetung the geht, Lord is seeking for those who will worship him. der Gott schaut aus nach solchen, die ihn anbeten. When it comes to worship, you got to have a relationship with him. Wenn es um Anbetung geht, musst du eine Beziehung zu ihm haben. You need to know his ways. Du musst seine Wege kennen. Right now, if you would tell me that some of my kids did something, Wenn du mir jetzt gerade sagen würdest, meine Kinder haben irgendetwas gemacht, I would know which one did what, ich wüsste wahrscheinlich, welcher was gemacht hat, because I know my children denn ich kenne meine Kinder and because I know their ways. und ich kenne ihre Wege. So it's with God. So ist es auch mit Gott. He made known his ways unto Moses Er hat seine Wege dem Mose kundgetan and his acts unto the children of Israel. und seine Taten den Kindern von Israel. You know, we are trying to develop now Wir versuchen jetzt zu entwickeln, that the iPhone is opening up when you put your face into it. dass das iPhone aufstartet, wenn du dein Gesicht davor hältst. But God had it long ago Aber Gott hatte das schon lange. because the Bible says he spoke face to Moses. Denn in der Bibel lesen wir, dass Gott in Angesicht zu There is a Angesicht mit different Mose gesprochen dimension hat. when you praise God face to face. Da ist eine andere Dimension, wenn du Gott
anbetest, Angesicht zu And God Angesicht. promises you Und Gott verspricht dir, to open up the heaven dass er den Himmel if you aufmacht, get in His face, wenn du vor seinem Angesicht which means erscheinst. knowing His His ways so well enough Das heißt, wenn du seine Wege so gut kennst, that you will dare going up His face, dass du auch den Mut aufbringst, vor seinem Angesicht zu have a erscheinen, conversation with it, dass du eine Konversation mit ihm hast, have an encounter with dass du eine Him. Begegnung mit ihm hast. The woman at the well, Diese Frau am Brunnen, she knew Jesus as a stranger at first. zuerst hat sie Jesus nur als Fremden gekannt. And as the conversation was going on, Und so wie die Konversation fortschritt, he got to find out that he was a prophet. hat sie herausgefunden, dass er ein Prophet ist. But when he was totally uncovered, when she was totally uncovered, Aber als sie dann wirklich ganz erkannt war, she got a revelation of who he was, hat sie eine Offenbarung bekommen, wer Jesus ist. face to face. In Angesicht zu Angesicht. Isn't God good? Ist Gott nicht gut? He wants to take all your defense systems, everything you try to cover yourself with. Er möchte alles wegnehmen, was du als Verteidigungssystem aufgebaut hast. Perhaps you lived so far with thinking, I must be good to earn good. Vielleicht bist du lange dran gewesen, so zu leben, zu denken, ich muss gut sein, damit ich akzeptiert bin. You know, there is a footnote Da ist eine Fußnote in the Apostle of St. John, in der, epistle of St. im John. Brief von Johannes. And it says down there Dort unten heißt es, that when the woman realized who Jesus was, als die Frau realisierte, wer Jesus ist, she dropped her pot. hat sie ihren Kessel fallen gelassen. Which means I came to the well to take from it what I thought I needed. Das heißt eigentlich, ich bin zum Brunnen gekommen, um mir das zu holen, was ich denke, was ich brauche. I thought that by doing all these works and providing for myself and going through the same circle of things, Indem ich meine Sachen mache, das, was ich für meine Selbstversorgung brauche, immer wieder durch die gleichen Sachen hindurchgehen, I will obtain that satisfaction. dann werde ich diese Befriedigung erfahren. But today we have heard Aber heute haben wir gehört, that sometimes you need to break that cycle. und manchmal musst du diesen Kreislauf durchbrechen. You don't have to repeat the same things over and over again to get satisfied. Du musst diese gleichen Sachen nicht immer und immer wieder durchgehen, um auch zur Fülle zu gelangen. Perhaps you choose to do something different in worship today. Vielleicht hast du dich entschlossen, heute in der Anbetung etwas anderes zu machen. Perhaps you are longing to have that encounter with God. Vielleicht sehnst du dich danach, diese Begegnung mit Gott zu haben. Perhaps today you got the key to that. Vielleicht hast du heute einen Schlüssel für das I invite bekommen. all of you to stand up Ich möchte euch alle einladen, aufzustehen and to go into a song of worship. und in dieses Anbetungslied hineinzugehen. And I invite you to decide to let go of something today. Und ich möchte euch einladen, heute auch etwas gehen zu lassen. Perhaps you want to be truthful to yourself. Vielleicht möchtest du dir gegenüber selbst wahr sein. Perhaps you want to appraise God in a better way. Vielleicht möchtest du Gott besser einschätzen. Or perhaps you want to reach up to Him Oder vielleicht möchtest du dich einfach nach ihm ausstrecken. in a different way than you've done it before. In einer anderen Art und Weise, als du das vorher gemacht hast. Perhaps it's your first time you will start to praise Him in your tongues. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du heute ihn in neuen Sprachen anbetest. And perhaps today you find out more about who He was. Und vielleicht findest du heute mehr über ihn heraus, wer er wirklich ist. So Lord God, I worship you, Lord God, from this place Gott im Himmel, ich bete dich an von diesem Platz, where I have not more to give you, Father, wo ich nicht mehr zu geben habe. but I bring myself with everything I am. Aber ich bringe mich selbst mit allem, was ich bin. I bring myself just as I am. Ich bringe mich so, wie ich bin. I bring myself with the right me and with the wrong me. Ich bringe mich selbst mit allem, was mit mir recht ist und mit allem, was mir nicht recht ist. I bring myself with the whole me and with the broken me. Ich bringe mich selbst als ganzes Ich, aber auch als zerbrochenes Ich. I bring myself in front of you, Lord, with the desire to serve others, Ich bringe mich selbst vor dich mit einem Verlangen, anderen zu dienen. but also with the desire of arriving and being with you. Aber auch mit dem Verlangen, bei dir anzukommen und zu sein. So I worship you, Lord God, Ich bete dich an, Herr, with everything I am. mit allem, was ich bin. Amen.